Leute, herzlich willkommen bei mir, Baba J. Wir sind heute wieder mal mit Jay Stockhaus mit einem neuen Video am Start. Heute schauen wir uns das Doku vom Teilzeitrektor an. Ich verlinke euch den Kanal natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Der Sieg macht einfach die geilsten Dokus. Absolut. Ich lache mich bei jeder einzelnen schlapp. Und wenn ihr die auch so geil findet wie ich, können wir da auch gerne die anderen noch anschauen. Dann würde ich sagen, wir ziehen uns rein, Brennnesseln, die Hurensöhne. Viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, ich habe auch viel Spaß. Wir gönnen uns. In meiner Kindheit gab es genau 3 Lebewesen, die mir jeden Sommer versauen mussten. Zum einen Wespen, genauer die deutsche und gemeine Wespe, die mich besonders in Freibädern ständig attackieren mussten, auch wenn ich nichts Süßes dabei hatte. Die wollten mich einfach aus Spaß abstechen. Zum anderen Mücken, die sehr viel Spaß daran hatten, mich abzustechen. Wenn sie dir nicht gerade beim Einschlafen ums Ohr summen, dann sind die sehr sneaky unterwegs, weshalb sie erfolgreich zum Stich kamen. Mehrmals. Und mir schön mit den juckenden Einstichstellen den Sommer viel mieser machen mussten, als es nötig wäre. Der dritte mir den Sommer ruinierende Kandidat war im Gegensatz dazu sehr passiv. Anstatt sich die Mühe zu machen, zu mir zu kommen, stellte der sich lieber strategisch an Wegen und im Unterholz auf. Überall dort, wo man unschuldige Kinder wie mich damals antreffen konnte. Natürlich lauert die miese Sau dort nicht alleine, sondern verteilt sich mit all seinen Kollegen überall im Wald und an den Wegesrändern, damit mindestens einer das Glück hat, mich zu erwischen und mir den Tag zu ruinieren. Denn nur das zählt für sie. Die Brennnessel. Dieses Ding wartet nicht mit einem Messer auf dich, um dir den Stich zu verpassen. Nein, es wartet mit Hunderten davon auf dich, um dir möglichst viele Stiche zu verpassen. Aber was ist dieses Mistding eigentlich und warum will es uns abstechen? Brennnesseln, Urtica wissenschaftlich, sind eine Pflanzengattung in der Familie Urticaceae oder auf Deutsch Brennnesselgewächse. Kreativer Name. Natürlich kommen die fast überall vor. Auf dem Gigachat-Kontinent Antarktis zum Beispiel nicht, aber sonst campen die weltweit, um dich zu erwischen. Die 2 Arten, die in Deutschland sehr häufig und überall vorkommen, sind die große Brennnessel und die kleine Brennnessel. Dass man sich keine Mühe gemacht hat, denen etwas kreativere Namen zu geben, spricht schon Bände. Brennnesseln wachsen einjährig wie die kleine Brennnessel oder ausdauernd, also über mehrere Jahre, wie die große Brennnessel, die einige Winter überstehen kann. Sie sind krautartige Pflanzen, das heißt, sie verholzen nicht. Was sie so hassenswert macht, sind ihre Brennhaare, mit denen sie überzogen sind. Man kann an deren Aufbau schon erkennen, dass diese Pflanzen nur darauf aus sind, andere zu quälen. Diese Brennhaare sind einzellige Röhren, versetzt mit Kieselsäure, was sie so spröde wie Glas... Ziehen euch das rein, Mann, die sehen schon hart aus, Alter. Tögi. Eindeutig mal, die Pflanze will dich abstechen. Einfach so eine Mörderpflanze, Mann. Aber ich fasse Brennnessel aus, sind wohl macht. Das untere Ende ist mit Ameisensäure befüllt und flexibel, bricht also nicht im Gegensatz zur Spitze. Dessen Köpfchen ist nämlich zur Seite gerichtet, darunter ist das Haar extrem dünn, sodass dort eine Sollbruchstelle entsteht. Bei einer sehr leichten Bewegung bricht das Köpfchen schon weg und hinterlässt dank der Sollbruchstelle eine schräge, scharfe Spitze, wie die einer Spritze, die mit Leichtigkeit in die Haut eindringt und Ameisensäure einspritzt. Sowas kann sich doch nur ein kranker Bastard ausdenken, der andere leiden sehen will. Wie hinterhältig und fies diese Brennhaare schon aufgebaut sind. Was für ein Hurensohn muss man sein, um anderen so eine Falle zu stellen. Geht aber noch kranker. Neben Ameisensäure werden auch noch Hormone wie Histamin übertragen. Dieses Hormon ist für die allergische Abwehrreaktion verantwortlich und ist der Botenstoff für Entzündungsreaktionen. Und noch kranker, ein weiterer Wirkstoff der Brennflüssigkeit ist Acetylcholin. Das ist die Überträgersubstanz von vielen Nervenendungen. Es wird also buchstäblich Schmerz mit reingespritzt. Das heißt, diese kranken Bastarde wollen ihr nicht nur Ameisensäure einspritzen, sondern sie wollen, dass sich das Ganze möglichst heftig entzündet und du dabei so viel leidest wie möglich. Tagelang sollen dich richtig schmerzhafte Entzündungen plagen. Was für kranke, hinterhältige Nuttensöhne. Und dann heißt es auch noch, das wäre einfach nur zum Schutz vor Fressfeinden. Guter Witz. Schauen wir uns doch mal an, wie ein Schutz vor Fressfeinden bei Rosen aussieht. Rosen sind mit verholzten Stacheln überzogen. Ja, es sind Stacheln und keine Dornen. Dornen sind praktisch umfunktionierte Sprossachsen oder Blätter. Stacheln wachsen nur auf der Rinde, also nicht ausgehend vom Stamm. Wenn man jetzt Heißhunger auf eine Rose hat und ordentlich reinbeißt, dann tut das ganz schön weh, weil man sich die Stacheln ins Zahnfleisch der Zunge oder den Rachen gehauen hat. Gut, hat man verstanden, macht man nicht nochmal. Das Ziel, Schutz vor Fressfeinden, erfüllt. Was passiert, wenn man aus Versehen eine Rose streift, die so ein bisschen anrempelt? Nichts.
Kratzt vielleicht ein bisschen, wenn man ungünstig gegenkommt, aber sonst alles okay. Man ist ja kein Fressfeind, nur weil man mal vorbeiläuft. Zurück zur Brennnessel. Stimmt Was schon. haben wir nochmal? Ein ganzer Mechanismus mit Sollbruchstellen, Säure und Entzündungshormonen. Ist das nicht, naja, ein Echt bisschen übertrieben? Ja. Von Fressfeinden? Ja, ist es. Wenn es nur darum gehen würde, Dezent, müssten Alter, Brennnesseln gar dezent. nicht so übertreiben. Tun sie aber. Fressfeinde sind nichts weiter als ein vorgeschobener Grund, um andere sadistisch zu quälen. Darum geht es doch den Brennnesseln wirklich. Wenn Leute mich anrempeln, steche ich die auch nicht mehrfach ab und überschütte die Wunden mit Säure und Entzündungshormonen, um dann zu sagen, das war nur Selbstverteidigung. Der wollte mich eindeutig eine fressen. Das sagt Möglichkeit. kein Richter der Welt was. Was Brennnesseln da draußen jeden Tag tun, ist doch geisteskrank. Dadurch, dass die Brennhaare nach oben gerichtet sind, kann man die Brennnessel einfach anfassen, ohne gestochen zu werden, wenn man die Hand von unten nach oben bewegt. Das ist wieder so eine ganz hinterhältige Taktik, um dich in Sicherheit zu wiegen. Du sollst denken, dass sie auch ganz harmlos sein können, wenn man weiß wie. Und schon, wenn du nicht aufpasst, streifen sie dich mit einem Blatt an der Hand und stechen zu. Mich haben die so als Kind mehrfach gekriegt. Ich wollte mich ja mit denen aussprechen und ihnen die Hand reichen, aber wenn man mir so kommt, dann kann ich auch anders. Völlig zu Recht habe ich Brennnesseln als Kind massenhaft abgeschlachtet. Ist vielleicht nicht ganz legal, aber mit 8 Jahren konnte ich ja eh nicht bestraft werden. Entlang Einfach der Brennnesselmörder, what the fuck? Also, bei mir hat's gelangt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich darauf konzentriert, dass ich den Atem anhebe und habe dann Brennnessel angelangt und dann habe ich Brennnessel irgendwie schon nicht gespürt, weil ich für etwas anderes konzentriert bin. Keine Ahnung, hat funktioniert, wieso nicht, oder? Aber ja, man kann es auch abschlachten, also. der Bäche und jedem Flüsse das gab es seine. ganze Brennnesselmeere, durch die ich mich mit einem Stock durchgesiebt habe. Ich will jetzt Ah, zwar kannst du auch so aufrufen, machen, aber das haben die irgendwann. auch nicht anders verdient. Wie oft bin ich mit dem Fahrrad einfach nur den Schotterweg entlang gefahren und bin dann, wenn jemand entgegenkam, etwas mehr an die Seite gefahren, um Platz zu machen und wurde dann am Bein von so einem Drecksding erwischt. Die Ja. campen extra mit anderen Pflanzen am Wegesrand, um nicht aufzufallen, damit du dich schön in Sicherheit wiegst. Aber denkste, die stehen überall, um dir deine Beine zu verätzen. Nirgendwo im Wald kann man in Sicherheit spielen, weil sich so ein Stück Scheiße zwischen andere Pflanzen schmuggeln muss. Und das ist ja noch mit das harmloseste. Denn diese Ja, kranken Camouflage, Mistwichser Bro. stellen sich an Abhängen gerne zu Hunderten auf, um richtig böse Fallen zu stellen. Mir ist das zum Glück nicht passiert, hab aber schon oft gehört, dass einige als Kind mit dem Fahrrad vom Weg abgekommen sind, dann einen Nicht mit dem Velo, aber wo ich in der Body gsi bin mit den Kollegen, sind wir am Fußballspielen gsi und der eine Kollege hat so den Bölle in Gebüsch hineingekickt und ich hab von euch ganz schnell geholt und bin dort einfach nur barfuß mit Badhose schnell ins Gebüsch gerannt. Ja, in dem Gebüsch drin hat auch so eine hure Brennnessel-Nutter-Song gefunden. Ich chill jetzt da und fick dich ab. kleinen Abhang runter und direkt in einem Meer aus Brennnesseln gelandet sind. Mit kurzer Hose und T-Shirt natürlich, übersät mit Ausschlag an Armen und Beinen. Da schämen sich die Brennnesseln kein Senor. Stück für, solche Fallen zu stellen. Richtig stolz sind die da noch drauf, einem kleinen Schwör, Kind Mann. die Haut zu verätzen. Mann, hasse Was ich für diese Mistdinger. Wichser, ey. Schon immer. Aus Disrespect habe ich die abgeschlachteten Brennnesseln noch angepisst. Wohl wissend, dass Pflanzen sowas ganz geil finden. Mir war die Message einfach wichtiger. Schmutzdinger sind das. Das Einzige, was sie zur Natur beitragen, ist andere Tiere durchzufüttern. Sie sind eine Futterpflanze für die Raupen von ungefähr 50 Schmetterlingsarten. Einige davon, wie die Raupe des kleinen Immerhin. Fuchses, dieser orangene Schmetterling hier, den wohl alle schon mal gesehen haben, fressen Ja, voll. ausschließlich Brennnesseln. Ehre an diese Schmetterlinge, die nur existieren, um Brennnesseln bei lebendigem Leib zu fressen. Wie das Geil, Pflanzen Alter, halt was für meistens Ehre, passiert. Mann, Ihr Mann. fragt euch sicher jetzt, Moment, sind Brennnesseln nicht überall auf hinterhältigste Art mit spröden Brennhaaren eingekleidet, die bei feinster Berührung schon ihre Säure injizieren? Ja, aber Brennnesseln sind trotz all dem unfähige Hurensöhne. Erinnert ihr euch daran, dass die Brennhaare nach oben abstehen, man also bei Bewegungen von unten nach oben davon verschont bleibt? Von wo nach wo kriecht denn eine Raupe die Pflanze hoch? Von unten nach oben. An den Blattadern und Rändern befinden sich nicht mal Brennhaare. Die Raupen kriechen einfach da entlang und fressen um die Brennhaare drumherum. Begreift ihr, was für ein unfähiges Stück Scheiße so eine Brennnessel ist? Von Ja. oben bis unten angeblich gegen Fressfeinde mit den bösartigsten Stacheln überzogen. Und die tatsächlichen Geiler Schutz. Fressfeinde, fucking Raupen, sind schlau genug, um ihre Verteidigung zu umgehen. Man muss schon eine ziemlich dumme Sau sein, um von einer Raupe outplayed zu werden. Wenn das Brennnesseln
Brennhaar unten an dessen Wurzel gefressen wird, kann kein Gift gespritzt werden. Genau das machen die Raupen und können sich genüsslich die Brennnessel gönnen. So bekommen beide Parteien, was sie verdienen. Ich will hier zwar zu nichts aufrufen, aber nur eine tote Brennnessel ist eine gute Brennnessel. Und zwar deswegen, weil sie sehr gesund ist. Nicht nur enthalten sie viele Mineralstoffe, sondern haben auch viel mehr Vitamin C als Orangen. Diese haben ca. 50 Milligramm pro 100 Gramm. Brennnesseln haben einfach mal 330 Milligramm pro 100 Gramm. Und zusätzlich dazu sind sie auch noch sehr eiweißhaltig. Das Abschlachten von Brennnesseln ist also gut für eure Gesundheit, wenn ihr sie dann konsumiert. Man kann aus den frischen Jungtrieben im Frühjahr super Brennnesselspinat machen, der nicht wesentlich anders als sonstiger Spinat schmecken soll. Ebenso kann man sie auch für Tee oder als Gemüse für Salat verwenden. Also warum sich nicht einfach mal ein Beispiel an der Raupe nehmen und eine Brennnessel wie auch immer wegsnacken? Gut für eure Gesundheit und schlecht für die Gesundheit der Brennnessel, weil niedergemäht werden ziemlich ungesund ist. Ist doch ein perfekter Deal. Ich würde aber bei wilden Brennnesseln vorsichtig sein. In der Nähe von Straßen oder Ackern aufgewachsene Pflanzen sollte man nicht essen, da diese mit Düngemitteln in Kontakt gekommen sein können und daher wahrscheinlich giftig sind. Auch bei welchen im Wald wäre ich vorsichtig. Wer weiß, was sich für Parasiten darauf tummeln. Niemals roh essen. Und abgesehen von all dem, man weiß nie, wer auf die Brennnessel schon mal drauf gepisst hat. In diesem Sinne, macht's besser, haut rein. Geil, Alter, geiles Sieg, Mann. Der Teilzeitrektor. Einfach wieder King-Video. Bro. Brennnessel, aber das sind auch abgefuckte Drecksdinge. Alter, wie oft die mir als Kind den Tag versaut haben, ich schwöre mir. Und dann hast du auch noch 2 Tage später den huere scheiß Ausschlag überall gehabt. Alter, zum Kotzen die Drecksdinge. Aber eben, wenigstens haben wir die Ehrenmänner Raupen, die für uns die Scheißdinger abschlachten. Geile Sache, Mann. Natur, Metal. Geil. Einfach nice. Und damit würde ich sagen, nochmal herzliches Dank an den Teilzeitdirektor und danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. That gold is gone.